Es geht weiter immer heiter. Zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD mit dem Typen da hinten, der am Abhängen ist und wir ihm offenbar gar nicht helfen sollen. Ja gut, dann halt nicht. Das hier sieht irgendwie heiß aus. Das kommt doch voll der heiße Scheiß. Kann es irgendwie... Warte mal. Vielleicht abkühlen? Tatsache. Dazu könnte es vielleicht in die Luft sprengen, aber... Mit dem Ding hier, weiß nicht. Also die Kette plötzlich auch in die Luft fliegt, das wäre vermutlich ein bisschen unpraktisch. Okay, den Greifpoint für einen Enterhaken verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Oh, hallo! Wer ist auch noch da? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz, weil, was soll das bringen? Ich meine, von wo aus soll ich mich jetzt hier rüber schwingen lassen und warum? Ist ja nicht so, dass irgendwie unser Turbo-Gebläse kein Dungeon-Item wäre, das ist ja eins. So, dann kommen wir weiter. Dir soll jetzt wirklich nicht helfen, alles klar da drüben? Ja gut, das wird ganz sicher, das sieht mich natürlich nicht, hey, ist klar. Bei dir alles klar da? Ah, du sollst nicht zuschauen, geh weg, mach schon. Aber gut. Weiß nicht, vielleicht ist das eine neue Art von Erholung. Über Lava abhängen, könnte ja sein. Ganz ehrlich, Freunde, was die Leute heutzutage alles zur Erholung machen, was sie alles cool finden, etc., etc., das ist, ja. Kriegt man wieder bei raus. Aua. Drauf schießen kann man ja auch auf die... Warte mal. Wenn es schon so aussieht, kann man wirklich drauf schießen. Was bringt das? Nichts, okay. Ja, der ganze Tempel ist irgendwie zum einen groß und zum anderen noch verwirrend. Hä? Wow! Warum knüppelt sich her? Ich habe keinen auf dem Schirm gehabt. Okay, da wieder was löschen. Das scheint soweit Sinn zu machen. Die Frage ist bloß, wie kriege ich so eine Frucht runter, unter sie. Aha, warte mal. Der Käfer! Mit dem haben wir es noch nicht versucht. Sag mal. Alles voll hier. Link? Truhe öffnen? Ah, hier. $20 Rubies. So. Ah, nochmal eine große Kiste. Sehr schön. Die Karte wäre vielleicht mal ganz nett. Nein, es geht ein Schattenkristall. Ich krieg die Krise. Ah, immerhin, die wollen was von mir. So. Wie sieht's hier drüben aus? Ja, mal. Das ist ein höflicher Typi. Oh, das war's hier schon. Also dann, da hinten. Satz mit X war irgendwie nicht. Sag mal. Unhöflich. Ja gut. Käfer. So, jetzt. Käfer könnte man es mal riskieren. Warte mal. Aha. Wenn ich auch noch eine schöne gerade Kurve fliegen kann, wa? Ja gut. Oder ich sollte von hier aus... Das ist natürlich auch eine Idee. Hä? Doch nicht? Ja gut.
Dann bleibt nur noch eine Wahl. Ich meine, wie bereits erwähnt, es hat ja extra eine Art von Zielscheibe drauf. Zielscheibe, Link. Zielscheibe heißt Zielen. Hä? Oh, jetzt bin ich verwirrt. Krugfelder wegpusten? Bringt auch nichts. Bomben. Die Peitsche? Klappt zwar, aber ich muss das Teil irgendwie runterkriegen, damit es da rüber boxieren kann. Nee, oder? Bin so stark gewundert. Warum ist hier ein? Das macht keinen Sinn. Weil ich muss sie irgendwie da rüberbringen. Zwei Tipps. Dieser magische Mechanismus ist mir unbekannt. Es ist zwar derselbe wie zu Beginn des Tempels, beziehungsweise bevor man den Tempel betritt, aber ich habe trotzdem keinen Schimmer. Danke, Fei. Wieder mal sehr nützlich. Oh Mann, oh Mann. So. Ist echt schräg, dass mit dem Käfer nicht funktioniert. Ah! Aufspießen! Ich hatte es echt vergessen, Freunde. Ich hatte es wirklich vergessen, dass es im Originalspiel auch schon so war, aber gerade im Moment, wo er mein Schwert zog, dachte ich mir, aha, Moment mal, doch so aufspießen, weil deswegen ist es auf der gleichen Höhe, wenn man es halt irgendwie aufspießen kann. Aber ganz ehrlich, es sieht ja eigentlich schon eher so aus wie eine Zielscheibe, Pfeil und Bogen, und warum es vor allem mit dem Käfer nicht funktioniert. Also, naja. So. Und auch hier läuft's wie geschmiert. Der Tempel nimmt kein Ende. Okay. Ah, schon solche Hände. Diesmal sogar zwei von denen. Sehr gut. Jetzt haben wir zumindest mal die Dinge da oben. Auch jetzt bringt das nichts. Verpisst euch, verpisst euch. Mann! So, einer weniger. Ja, brav, genau. Hilf mir. Für deine Vernichtung, quasi. Erscheine. Aggregatzustand erfolgreich verändert. Und vor allem fließt die Lava jetzt einfach ab. Kein Plan warum, aber es ist einfach so. Hey, ich habe gesehen, wie du die Ungeheuer fertig gemacht hast. Das war wirklich erste Sahne, Kleiner. Jetzt soll es noch was Tolles um mich hier runterholen, ja? Okay. Mist, ist echt da oben nicht, wa? Aber das sind, glaube ich, auch nur... Okay, zwei andere.
Puh, das ist schon mal irgendwie eine Truhe gewesen, die ich jetzt irgendwie, naja, vergeigt hätte zu holen. Okay, nur Herzen. Ohne Herz kein Schmerz. Ah, was haben wir hier noch Schönes? Okay, noch ein größeres Loch. Das werden wir hoffentlich gleich erfahren, was es damit auf sich hat. Weil die haben wir jetzt schon zum Teil ein paar Mal gesehen auf der Welt. Sacre bleu, sag mal. Ah, geil. Juhu, endlich in Freiheit. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Jetzt sag bloß, du bist ebenfalls ein Schatzsucher. Logo. Muss es doch. Was sollst du auch sonst hier, wa? Die Legende der schlafenden Statuen. Oh, was sagst du denn da für alte und unansehnliche Klauen? Warte mal. Gut, als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich für dich einen Griff in meine tolle Sammlung tun. Warte mal kurz, ja? Du hast eine Sammlung unterhalb des Lauerbeckens versteckt. In einer normal aussehenden Truhe. So, da wären wir. Keine Sorge, sie sind nicht schmutzig. Waren ja auch nur die ganze Zeit in einer Truhe. Das ist was ganz Besonderes. Pass alles gut auf sie auf, ja? Zeit zu gehen, man sieht sich. Ja, Freunde, und zwar wird es Zeit für ein Upgrade. Und zwar unserer Klauen. Wir kriegen die Mogma-Klauen. Solche Grabklauen bekommen. Selbst Mogma nur selten zu sehen. Mit ihnen kannst du dich sogar unter der Erde vorwärts bewegen. Halt auch schon nach geeigneten Löchern. Genau. Das ist das Dungeon-Item hier. Man sieht es auch hier. Jetzt Mogma-Klauen. Und ja, mit denen können wir uns halt endlich hier reinbuddeln. Und vor allem hier durchbuddeln. Was zum Teil auch ein bisschen speziell ist. Ne? Quasi, wenn man es mal so betrachten will. Wir haben ja aktuell gerade, mehr oder weniger aktuell zum Zeitpunkt, wo hier das Spiel released wurde, gibt es ja auch die Remakes zur 4. Generation von ja, der Pokémon, also 4. Generation der Pokémon-Reihe. Und da gibt es ja auch eine Art Untergrund, wo man ja auch aus Vogelperspektive, und da kann man generell so betrachten, aber ich meine es einfach nur, gibt dort auch eine Art Untergrund. Muss ZL drücken. Verstanden? ZL drücken, um Oberfläche zu sehen. Vergiss das nicht, ja? Jo. Man kann auch mit Bomben, zum Beispiel solche Hindernisse wie die da, zerstören. Und ja, Freunde, diese Klauen sind natürlich sehr, sehr praktisch. Für viele Dinge. Also, wo haben wir die gesehen? Hier direkt außerhalb des Tempels gibt es noch so ein Loch und ja auch auf der Kürbisinsel. So, dann haben wir hier wieder einen magischen Krug. Okay. Ah, ja, warte mal. Da war ja was. Genau, da vorne. Was kann das machen? Da war so ein seltsames Schiebegitter. Oder zumindest auch mal ein Gitter. Jetzt wissen wir, dass man es schieben kann. Und dann kommen wir durch. Die Mogma-Klauen. Natürlich ein sehr, sehr geiles Item. Obwohl man es ja eigentlich, sag ich jetzt mal, eher als göttliche Schätze, sag ich jetzt mal, auch hätte interpretieren können. Gut, wieso göttlich? Naja. Ich meine es nur, im Vergleich dazu, was wir so als Waffen und so bekommen haben. Wasserdrachenschuppe, Feuerringe, Mogma-Klauen sind alle hier. Soweit cool. Und sind alles Dinge, die uns helfen, vorwärts zu kommen, aber halt im Kampf nicht effektiv sind. Ich meine, hier zum Beispiel, Greifhaken kann man auch im Kampf nutzen. Oder könnte man, also insofern, warum das die göttlicher Schatz sind und die Mogma-Klauen nicht? So, trotzdem fehlt mir noch die Karte von dem Ort. Die ganzen Erze, krass. So, warte mal, da war ja dort, war, die Karte ist nach wie vor nur relativ rudimentär, aber shit happens.
Ja, reg dich ab, Alter. Ah, guck mal an, hier ist die Abkürzung. Also, zumindest können wir sie jetzt machen. Tsching, tsching. Sehr schön. Das gefällt mir. Also, wir haben ja gesehen, es sind noch ein paar Typen da hinten. Den werden wir entdeckt, der da oben. Sag mal. So. Sonst gibt's hier Leid. Da oben ist noch einer. Hoffentlich bleibt der mal halt. Noch einer, ernsthaft? Oh Mann ey. So. Ansonsten, was wir bisher gesehen haben, tun haben wir geholt. Ja. Trotz allem, mindestens, also eigentlich 2 Truhen mindestens fehlen noch. Die für den Master Key plus natürlich die für die Karte. Ja, du hast gerade recht, mein Freund. Ich weiß nicht, was ich, aber kannst du meine Fesseln lösen? Schon dabei. Vielleicht ist auch was drin, wenn du mich runterholst. Ein tolles Geheimnis, wa? Also wenn es um die Statuen geht, das kenne ich schon. Auch mit dem gleichen Mechanismus. Warte mal, kennt Fei den ihm noch nicht oder kennt sie mittlerweile? Ist mir unbekannt. Ja, danke schön, Fei. Lerneffekt gleich 0. Ich merke schon. Oh, okay. Zeit zum Einbuddeln, wa? Natürlich. Dann mal gucken. Welche müssen wir jetzt verschieben? Falsches Lied. Oh. Ja, okay, ich sehe schon. Falsche Reihenfolge, weil so kommen wir nicht mehr raus. Ja. Ich muss erst links entlang und den aktivieren, damit ich wieder rauskomme. Ist doch null Problemo, Freunde. Zack. Das Schild ist schön. Passt, finde ich, auch sehr gut zum weißen Schwert. Also mehr oder weniger weiß, war es eher ein bisschen hellgrünlich noch. So. Dann müsste das eigentlich gewesen sein. Perfekto. Perfekto Mundo. Ja. Oder auch nicht. Ich glaube, da drüben noch nicht gewesen. Wa? Vielleicht muss man ganz kurz mal zurückgehen und... Aua. Wieder zurücksetzen. So, jetzt aber. Lecker Wasser. Und der nächste Link. Der nächste Mechanismus. Hä? Ah, geil, kann man da runter. Endlich frei, jetzt haben wir einen Gutgläubigen gefunden. Jetzt haben wir etwas über die geheimen Schätze. Was ist das? Den Clown aus der Sammlung des Kumpels. Sag bloß, du kennst ihn. Haben ihn gerettet. Moment mal, wird er das geben? Warte mal kurz, bin gleich wieder da.
Karte wäre cool. Ja, komm, muss die Karte sein, oder? Hier, nimm das hier. Wenn du so eine super geheime Information, die ich mit vielen das erschlichen habe. Hörst du mir zu? In diesem Raum gibt es ein Geheimzimmer. Okay, verspreche es. In Ordnung, vergiss das nicht, wenn du die Truhe öffnest, ja? Bis dann. Ja, sieht man sich wieder, wa? Tut mir leid, aber ich habe eure Unterhaltung ganz zufällig mit angehört. Mein Kumpel kann manchmal ein wenig anstrengend sein. Was er da sagt, stimmt alles. Ein Geheimzimmer also. Ja, also ganz ehrlich, es muss die Karte sein. Weil wie sonst soll ich sehen, wo es ein Geheimzimmer hat? Die Dungeon-Karte war gut versteckt, muss man zugeben. Ein Geheimnis geben. So. Mal gucken, wa? Also zumindest zu Beginn weg, aber relativ alles geholt, außer hier. Aber glaube ich auch klar, was nachdem ja auch so ein seltsamer Raum, der geswitcht wird oder so irgendwie. Da. Trick 17. So, warte mal. Hat er was von Ungeheuern im Erdboden erzählt? Also unterirdisch meine ich halt. Tatsache. So ein Tausendfüßler. Ja, die tun ziemlich weh. Aber zum Glück jetzt nicht so schnell. Soll also nicht schnell sind. So. Tschüss, Mann. So raus hier. Boah. Erdwürmer oder sowas. Ganz ekelhaft. Pfeile. Sehr schön. Und eine Truhe. Wird wieder irgendwie so ein Schatz sein. Weil wir haben das Dungeon-Item. Wir haben die Karte. Ah, ein Key. Okay, nicht schlecht. Und, alles Weitere müsste, beziehungsweise alles Wichtige, fehlt bloß noch der Boss-Key für den Bossraum. Und den müssen wir sowieso irgendwie an einem etwas anderen Ort finden. Und vor allem in einer anderen Truhe. Wohlgemerkt. So. Jetzt habe ich das dort hinten, aber dort scheint es eigentlich nichts mehr zu geben. Da drin. Okay, gut. Das eigentlich wieder verlassen. Jetzt ist die Frage, wir nochmal zurück und holen die Truhe da oder geht das noch gar nicht? Müsste eigentlich, weil, wie gesagt, wir haben das Dungeon-Item, was sollen wir sonst groß machen? Sonst geht es hier weiter, den Key haben wir ja auch. Dann haben wir da nochmal eine Truhe. Jo. Freunde, sieht doch so, also könnten wir hoffentlich den Tempel demnächst abschließen. Ich denke mal, in der nächsten Folge wird es soweit sein. Und ja, von der Zeit her sind wir sowieso am Ende. In der Hinsicht sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD im alten Großheiligtum. Aber wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Hier fehlt zwar noch was. Kann man da von da aus? Muss fast da. So es auch so aussieht, ja. Also fehlen uns noch 3 Truhen. Und natürlich dann die Aura der Flamme, beziehungsweise die Flamme selber. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.